Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl! Ja, wo sind wir heute? First things first, ich habe euch gehört, laut und deutlich, die Abstimmung wegen dem Profilbild ist relativ deutlich für das eine ausgefallen, aber in den Kommentaren waren sehr, sehr, sehr viele Sachen drunter, wo es hieß, komm, too edgy, Mizis sind uns lieber, etc., etc., etc. Deswegen habe ich mir nochmal hingehockt und habe nochmal dieses KI-Bilder-Erstellungsprogramm bemüht, weil, ganz ehrlich, ich bin künstlerisch ungefähr so begabt wie der Dicke hier. Also ich kann, zeichnen kann ich gar nicht. Das schaut aus wie mit dem Mund gemalt und mit dem Arsch trocken geföhnt. Das ist dementsprechend schön, dass es inzwischen KI gibt, die das für mich regeln kann. Und ich habe ein paar Mizi-Bilder erstellt. Jetzt kann man natürlich hier im Community-Bereich bei so Bilderumfragen immer nur maximal 4 Stück reinposten. Dementsprechend habe ich jetzt 2 Umfragen gestartet mit jeweils 4 Bildern. Da sind 7 Mizi-Bilder drin und das eine, was top gewotet wurde von den beiden Edgy-Bildern vom letzten Mal. Und dann machen wir es einfach so, dass die Top 2 aus jeder Umfrage kommen in eine neue Umfrage rein. Und dann die Top 2 davon treten dann nochmal gegeneinander an. Und dann haben wir einen eindeutigen Gewinner und das Profilbild, das ihr am liebsten mögt. Das Profilbild, das ich jetzt aktuell immer noch drin habe, ich weiß, das ist so ein bisschen eine Marke von mir inzwischen geworden, aber das war halt ursprünglich, Entschuldigung, habe einen Frosch im Hals, das war halt ursprünglich eigentlich als Lückenfüller gedacht. So, das habe ich gerade irgendwo gefunden und Batsch hab's da reingeschmissen. So. Ich habe ja nicht erwartet, dass dieser Kanal je mehr wie 100 oder 200 Abonnenten kriegt. Aber dann dachte ich, dann ist gerade wurscht. Und dann habe ich eigentlich seit über einem Jahr vorgehabt, das irgendwie zu ändern, nochmal was anderes als zu machen. Und jetzt habe ich endlich meinen Arsch hochgekriegt. Dementsprechend werden wir es jetzt so machen. Und ich hoffe, es ist was dabei, was euch gefällt. Das ist jetzt deutlich Mizi-lastiger. Ich habe, wie gesagt, dieses eine edgige Bild nur der Vervollständigung halber mit reingetan. Erstens, weil es dann 8 Bilder waren. Und zweitens, weil es hat ja mehr oder weniger die erste Umfrage gewonnen. Ich glaube nicht, dass es über Runde 1 hinwegkommt, wenn ich mal eure Kommentare so durchgelesen habe. Aber mal schauen. Ne? Die neuen Bilder sind deutlich cutiger. In diesem Sinne, unser voluminöser Vollprofi hat gestern gestreamt auf seinem Zweikanal, weil er ja natürlich, wie wir alle wissen, eine Streaming-Sperre auf dem Hauptkanal hat. Das gefällt mir. Ich muss sagen, wenn der Hauptkanal komplett weggemettelt würde, das mir noch besser gefallen. Also so richtig genugt, ja, raus aus dem Internet, zerstört. Wäre das Allerbeste. Aber so kann ich mir auch zufrieden geben, wenn er wenigstens eine Woche lang richtig die Barren knapp wären. Weil es mir wirklich angekotzt hat, was der in letzter Zeit wieder an Barne in seinen fetten Arsch reingestopft gekriegt hat. Aber so ich habe mir das nimmer geben können. Ich bin da gesessen und mir gedacht, wie bescheuert sind eigentlich die Leute? Und mir ist auch klar, dass 99% von den Leuten, die ihm da Kohlen nachschmeißen, irgendwelche Hater sind. Wie gesagt, ich habe es ja in einem Video schon mal gesagt,
Diese Leute versuchen ihn am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Die geben ihm gerade so viel, dass er davon überleben kann, aber nie so viel, dass er wirklich auf die Beine kommen kann. Sodass er immer gezwungen ist, diesen Teufelskreis weiterzumachen. Er checkt es nicht. Er checkt es nicht. Er meint, das ist alles super und er kriegt Geld und es ist toll. Diese Leute sind die aller schlimmsten Hater, die es gibt. Er begreift das nicht. Der Streamende, wir schauen jetzt hier beim Lügenlord. Der Streamende war nicht sonderlich lang. Ja. Höchstwahrscheinlich hat unser lieber Reini gemerkt, dass beim Streamenden auf dem Zweitkanal nicht wirklich viel Barren herumkommen. Und dementsprechend ist uninteressant. Ist ja genauso wie seine Odyssey-Geschichten. Ich bin jetzt gespannt. Jetzt hat er irgendwie 2 Anime-Dinge rausgehauen. Hier, Vorstellung, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ganz ehrlich, das ist Schmutz immer wieder. Das war noch beschissener wie die Musikvorstellung da von dem Twilight Force Album. Ich habe null Bezug zu Anime. Gar nicht. Ja? Und ich habe mir das angeschaut. I'm none the wiser. Ich habe keine Ahnung, worum es da drin geht. Null. Ich habe ein Bild gesehen, wo ein paar Charaktere von dem jeweiligen Anime drauf waren. Ich weiß nicht, wo ich mir das anschauen könnte, wenn es mir interessieren darf. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, wie die Charaktere heißen. Ich weiß nicht, von wann das ist. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Background-Infos vielleicht. Keine Ahnung. Ja, das kann ja sein, dass das ein ganz berühmter Manga oder Anime Dulli ist, der das gemacht hat. Keine Ahnung. Der Hideo Kojima des Anime. Weiß man alles nicht. Dazu kommt, dass er sagte, er hat sich die Sachen gar nicht ganz angeschaut. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Wenn ich mir den nicht ganz angeschaut habe, dann kann ich den ja nicht empfehlen, weil dann weiß ich ja nichts darüber. Ich kann da zum Beispiel, keine Ahnung, Dark kann ich da empfehlen. Ist eine großartige Serie. Wie gesagt, ich schaue keine Animes, ich schaue lieber sowas. Ich liebe Dark, ich habe mir das, glaube ich, schon 3-mal, habe ich mir das komplett gegeben. Und, wie gesagt, über Dark kann ich da ein Vorstellungsvideo machen, das dauert eine Stunde. Ja. Und da kann ich dann über alles Mögliche drüber schwadronieren. Aber wenn ich die Scheiße natürlich nicht einmal angeschaut habe, nicht weiß, worum es geht, nicht weiß, wie die Charaktere heißen, nicht einmal weiß, wie man den Titel von der Scheiß-Serie anständig ausspricht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer, ist halt Schmutz. Dann ist es halt Schmutz, Rainer. Gut, schön, dass wir das geklärt haben. In diesem Sinne, ich habe schon ein bisschen vorlaufen lassen, weil die erste halbe Minute sagt einfach gar nichts. Es wird wieder gewartet, dass seine Lordschaft eine ausreichend große Audienz da geben kann. Vollkommen Hanebüchen. Weil ansonsten muss er wieder alles 1000-mal sagen. Oh ja, stimmt, dass er alles 1000-mal sagen muss. Da wollte ich neulich auch nochmal drüber reden, habe ich vergessen. Dieses fette Stück Scheiße hat tatsächlich die Dreistigkeit, dass er sagt, hey, ja, immer dieses, das und das habe ich schon 1000-mal beantwortet, die Frage. Yes, so what? So what, Rainer? Du willst hier Medienprominenter sein. Content Creator. Ne? Du willst eine Person des öffentlichen Lebens sein und mit deinem Gesicht und deiner Marke, wie du so sagst, damit Geld verdienen. Rainer, dann beantwortet man dieselben Fragen 3 Millionen Mal. Das ist so. Das gehört zu diesem, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Beruf, den du dir ausgesucht hast. Das kehrt dazu. Wenn ich mir jetzt anschaue, keine Ahnung, nehmen wir Schauspieler XY, der schon ein paar Jahre im Business ist. Der wird immer dieselben scheiß Fragen zu hören kriegen. In jedem scheiß Interview. Ja? Wenn du jetzt, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio nimmst, den werden sie immer fragen über die Szene, ob sein Charakter nicht auch auf die Tür gepasst hätte in Titanic.
Und den werden sie immer fragen, auch wegen dieser Szene mit dem zerbrochenen Glas bei Django Unchained. Und den werden sie immer fragen nach, warum es so lange gedauert hat, dass er einen Oscar gekriegt hat. Das sind dieselben Fragen, die hat der 1000-mal beantwortet und beim 1001. Mal sitzt er da und beantwortet sie noch einmal. Weil das sein Scheißberuf ist. Weil das ist das, wofür er Geld kriegt. Der wird bezahlt für so ein Interview und dann wird er die Fragen beantworten, die ihm da gestellt werden. Du wirst bezahlt für diesen Stream und dann beantwortest du die Fragen, die in diesem scheiß Stream gestellt werden. Und wenn die 1000-mal fragen, wie das Wetter ist oder wie es da geht oder sonst irgendwas, ja, dann wirst du ein 1001. Mal immer noch die scheiß Frage beantworten. Du arrogantes Stück Scheiße. Weil das zu diesem Beruf gehört. Aber du willst ja auch gar nicht Influencer oder Prominenter oder Medienschaffender sein. Das willst du gar nicht. Du willst einfach nur von irgendwelchen kernbehinderten Schwachmaten im Internet mit Barne beschmissen werden und dafür möglichst keine Gegenleistung bieten. Und das kotzt mich massiv an. Es kotzt mich massiv an. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, ja, hier, alle Hater im Game sind ja irgendwo, ne, behaupten zwar immer, dass sie irgendwie edle Motive hätten, dieses fette Stück Dreck aus dem Internet rauszuholen, aber eigentlich sind es alles nur Leute, die sie dann erfreuen, sich über ihn lustig zu machen. Das sich darüber erfreuen, sich über ihn lustig zu machen, ist ein Nebenprodukt bei mir. Ich finde es einfach unfassbar. Ich finde es unfassbar, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo so jemand mit dieser Masche durchkommt, wo andere Leute sich den Arsch aufreißen, ja, um einen Mehrwert für diese Gesellschaft zu schaffen und mit einem Hungerlohn abgespeist werden und unter Bedingungen arbeiten müssen, die unter aller Arsch sind. Und dass so jemand mit diesem Charakter, diesen Einstellungen und dieser unglaublichen Dreistigkeit und Arroganz es schafft, durchs Leben zu wongeln, ohne einen Finger zu rühren, weil ihm die Leute die Barren hinausschmeißen. Und dann muss er vielleicht einmal alle 2 Monate 1, 2 Nächte draußen schlafen. Und ansonsten pennt er im Hotel und lasst den Arsch hinten auch tragen. Und bestellt hier Zimmerservice, Cordon Bleu, richtig, richtig geil. Da kommt mir die Galle hoch. Da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Das ist nicht so, wie unsere Gesellschaft funktioniert. In unserer Gesellschaft leistest du deinen Beitrag, dann kriegst du was dafür und davon kannst du dir ein schönes Leben machen. Und nicht andersrum. So viel erst einmal. Genug gerantet. Mir geneien die Scheiße. Irgendwas mit Dachsen. Ich habe keine Ahnung. Zweitkanal. Oder wir sind auf dem Zweitkanal. Deswegen. Das Geld alle. Geld ist bei mir immer alle, Leute. Das müsstet ihr eigentlich wissen. Ja, Rainer, das wissen wir, weil du mit Geld halt überhaupt nicht umgehen kannst. Geld ist bei dir immer... Rainer, du hast vor kurzem 1500 Euro von TikTok überwiesen gekriegt. Und das war 3 Tage später war das anscheinend weg, weil du 3 Tage später gesagt hast, du brauchst dringend Geld. Und du hast kein Geld mehr. Und weil die Stimmung super klein war. Der Mund klein, Stimmung war neutral, so rumwärts. Rainer, was stimmt nicht mit dir? Ich hab immer kein Geld. Ja, weil du ein Dulli bist. Weil du jemanden brauchst, der einen Vormund brauchst, der die Hand über deinem Geld hat. Der das treuhänderisch verwaltet. Und wenn du irgendeine Ausgabe hast, ja, eine außergewöhnliche, musst du da hingehen und sagen, bitte kriege ich was von meinem Geld. Du kriegst so und so viel Taschengeld am Tag, davon kannst du was zum Fressen kaufen. Ja? Und wenn du größere Ausgaben hast, wie zum Beispiel, ich weiß ja nicht, das neue Zelda-Spiel für 70 Euro, ja, ich wette, jeder andere Obdachlose in Deutschland hat sich das auch gleich gekauft, wo es rausgekommen ist. Dann gehst du zu dem hin und sagst, hallo, ich hätte gern was von meinem Geld, ich würde gern mir dieses Zelda-Spiel kaufen. Ne? Und dann sagt der, Rainer, du hast für den Monat nur noch 100 Euro übrig. Ja, der Monat dauert nur 3 Wochen. Dieses Geld ist für Lebensmittel reserviert. Du kriegst jetzt keine 70 Euro fürs Zelda.
Und wenn du nächsten Monat ein bisschen sparsamer lebst und es bleiben am Ende vom Monat 70 Euro über, dann reden wir nochmal darüber. So jemanden brauchst du. Und dann brauchst du jemanden, der die volle Kontrolle über deine Social-Media-Kanäle hat. Ja, der alles checkt, bevor es hochgeladen wird. Dann gibt es dann auch keine Livestreamings mehr. Oder nur unter dessen Aufsicht. Der dann abbrechen kann, wenn's scheiße wird. Der Videos checkt, okay, na, das kannst du nicht hochladen, das passiert nicht, das machst nicht, na. Und im Stream, in dem Moment, in dem du anfängst irgendwie zu eskalieren, den Stream beendet, fertig. Dann kannst du das als Hobby machen und dann gehst du nicht mehr arbeiten, weil du dich behindert gefressen hast. Ja, sondern dann gehst du zum Amt und sagst, liebes Amt, ich bin ein bisschen behindert, hier ist mein Betreuer und ich hätte jetzt gerne ein bisschen Stütze. Und dann vegetierst du dein erbärmliches Leben vor dir hin, mit dem, was dir zusteht. Weil jeder Mensch, der bei uns im Land lebt, hat ein Recht darauf, auf ein halbwegs würdiges Auskommen. Ja? Aber nicht so, wie du dir das vorstellst. Da werden kleine Brötchen gebacken, Rainer. Kleine Brötchen. Schönen Abend zusammen. Servus. Sache Phoenix, weil ich auf dem Hauptaccount im Moment gesperrt bin. Ich kann erst ab dem 29. wieder auf dem Hauptaccount streamen. Ich liebe dich, mein Lord. Dankeschön. Hallo, Rainer. Leimerfotzen, Alter. Wie ist das Wetter dort bei dir? Es regnet. Ja, Rainer, sehr sympathisch. Ja, natürlich ist eine blöde Frage, weil man dir sieht, wie dir die Sonne ins Gesicht scheint. Aber du hättest ja zum Beispiel dann sagen können, ja, du siehst, mir scheint die Sonne ins Gesicht. Ich zeig's dir mal hier, schöne Landschaft, blauer Himmel, richtig gut. Lass sie gerade aushalten, auch wenn man draußen sein muss. Danke der Nachfrage. Das wäre eine sympathische Antwort gewesen. Es regnet. Keine sympathische Antwort. Und er schmunzelt dann nicht, weil er meint, dass da dadurch irgendwie sympathischer zu wirken, sondern weil er sich gerade feiert für die unglaublich schlagfertige Antwort, die er da gerade gegeben hat. Er ist so ein cooler Typ. Alter, es regnet. Was für ein Witz ist es? Wie ist das Wetter bei dir? Es regnet. Ja, nochmal, Rainer. Geil. Zweimal denselben Witz. Richtig. Oh. Ja, bei dir regnet es im Oberstübchen. Gut, Gott sei Dank. Ja, ich versuch's. Also heute nochmal. Was heute nochmal? So sollte ich. Ihr gebt doch auch keine. Alter, was tut er da? Rainer, du streamst es. Sollte man das nicht irgendwie verstehen, was für eine Konversation du da mit den Leuten hast? Mein Bester, wie geht's dir? So wie immer. So wie immer, Rainer. Rainer, du bist ein bipolarer Psychopath. Bei dir weiß man nicht, wie immer ist. Du kannst in der einen Minute irgendwie feixend da drinnen hocken und dich über irgendwelche Kindergartenscheiße amüsieren und in der nächsten Sekunde rastest du komplett aus. Das haben wir alle schon gesehen. Wie ist denn wie immer, Rainer? Das Konto wieder leer? Ist es das? Zwiebelleder angesagt, oder? BU gespart. Was ist denn das da? Hater, Rainer. 100%ig Hater. Da kommt irgendwas auf mich zu. Was ist das denn?
Jetzt sind wir bei South Park. Es kommt direkt auf uns zu. Ah, großartig, großartig. Auch diese Bomben-Tonqualität und wie man ihn dann auch wieder noch näher sieht. Boah, eklig. Ach du Scheiße. Dachse. Ach du Schande. Der ist jetzt gerade, der ist da gesessen und ist aufgestanden. Ne? Nur aufgestanden. Und er schnaubt wie eine alte Dampflok. Aber das kannst du dir nicht ausdenken. Er schnaubt wie eine alte Dampflok. Vom Aufstehen. Schau mal. Ja, man hat es ganz kurz gesehen und jetzt hat die Kamera halt einfach wieder vollkommen daneben dran. Richtig gut. Du hättest zum Beispiel die Hauptkamera auf die Hauptkamera switchen können. Und dann hättest du das Bild auf dem Display gehabt und könntest deiner Community zeigen, was du ihnen zeigen willst. So sagst du na, halbert gmate Wiesen. Und ein bisschen an Void. Das sind noch mehr. Dachse sind nicht besonders witzig. Ja, ich habe Anno Korn auftreten sehen in einem Comedy Club. Rainer, da hast recht. The fuck. Die können echt gefährlich werden. Einen Schmarrn kann ein Dachse gefährlich werden. Wo kann denn ein Dachs? Bist du bescheuert oder was? Ein Dachs ist ein sehr scheues Tier. Da hat ein Mensch überhaupt nichts vor dem zu fürchten. Gar nichts. Wieso rennen hier Dachse rum? 6 Stück, ernsthaft? Also ich habe da jetzt gerade 2 Viecher gesehen. Und die rennen da rum, Rainer, weil das die Natur ist. Die wohnen da. Genauso wie du. Die denken sie, warum rennt da Oger in der Gegend umeinander? Ja, und sonst so? Jetzt hat er es gecheckt. Weil jetzt hat er es gecheckt, jetzt hat er die Hauptkamera angemacht. Es ist schwer zu erkennen, was das ist. Es ist wirklich schwer zu erkennen, aber das könnten schon Dachse sein. Na, schon Jungtiere da, die 4. Alter, schaut euch diese Silhouette an. Schaut euch diese Silhouette an. Der Monster, da stehst. Man meint wirklich, der steht neben einer Kirche und das ist der Schatten, den der Kirchturm wirft. Ja, das könnten schon Dachse sein. Hat er das am Abend gestreamt, kann das sein. Abends in der Dämmerung und nachts sind die normal unterwegs. Tagsüber sind die normal gar nicht so sehr unterwegs. Weiß nicht, hat er das gestern auf Nacht gestreamt? Das ist nicht besonders komisch, weil die können echt gefährlich werden, wenn es dumm läuft. Ein Schmarren, Rainer. Ein Schmarren. Die Viecher haben mehr Angst vor Menschen als der Mensch vor denen. Im Normalfall werden sie sich von einem Menschen zwar fernhalten, aber das ist nicht besonders komisch, finde ich. Und die sind jetzt gerade in dieses Feld hier hin. Jetzt wird überdramatisiert. Das ist immer wieder auf dem Niveau, wo er neulich im Wald war und verzeiht hat, irgendwie, er hätte einen Geist gesehen. Hinter mir gegangen. Ich möchte mich da jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht unbedingt mit dem Rücken hin zu verhalten. Ja, er möchte sie nicht mit dem Rücken zum Rapsfeld drehen, wo die Dachse drin sind, weil die Kanten ja da rausspringen, ja, und über ihn herfahren und dann reißen sie in 1000 Stück. Vollkommen klar, Rainer. Wo bist du gerade? Draußen.
Ich neige jetzt gerade sehr stark dazu, mich nicht mehr mit dem Rücken zu dem Feld zu setzen. Ja, dann mach's halt nicht. Dann geh ja woanders hier rein, wenn du so Angst hast vor denen paar kleinen Taxe. Sorry für die Rotzerei. Das ist lange nicht live gewesen. Weil es keine Barren dafür gibt. Weil es Barren nur auf dem Hauptkanal gibt. Deswegen war er auf dem war er jetzt länger nicht live. Weil der Hauptkanal eine Live-Sperre hat. Und jetzt sitzt er gerade irgendwo und der ist fürchterlich langweilig gewesen und deswegen hat er jetzt den Stream nicht wieder aufgeschmissen, halt dann über den Zweitkanal. Einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit zu farmen. Mir gefällt das gerade nicht. Warum ich so lange nicht live war? Dankeschön für die Unterstützung. Warum ich so lange nicht live war, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Und zwar, ich habe zum einen dauernd Schiss, dass ich geleakt werde. Und zum anderen habe ich... Einer ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du immer dann geleakt wirst, wenn du das besonders übertreibst? Immer dann, wenn du besonders intensiv nach Barrene battlest, obwohl eigentlich nur Barrene da sein sollten, also wo es entweder so ist, dass du alles verschleudert hast innerhalb kürzester Zeit einen großen Betrag, oder der Verdacht nahe liegt, dass du noch was hast und einfach trotzdem mehr auf die Tränendrüse druckst, um noch mehr zu erbetteln. Und wenn du so aggressiv battlest wie jetzt bei diesem einen das Streamer, wo du dich darüber beschwert hast, dass die Leute zu wenig raushauen bei den Matches, ist dir schon mal aufgefallen, dass immer, wenn sowas passiert, dass du dann geleakt wirst? Bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass die Leute immer ganz genau wissen, wo du bist und mit der Information zurückhalten und dir das dann erst immer spüren lassen, wenn du dich mal wieder wie ein richtiges Arschloch verhältst? ein Problem damit gehabt, dass ich jetzt die ganze Zeit geleakt wurde. Und ich habe jetzt mehr überlegt in der letzten Zeit, was ich jetzt mache oder wie ich das jetzt am schlausten anstelle. Weil ich bin im Moment am Überlegen, ob ich ein bisschen meine Sachen umplane und umändere und alles. Alter, das ist jetzt schon wieder die 20. Qualitätsoffensive in diesem Jahr. Ganz großes Kino, Rainer. Es gibt einen ganz anderen Content, etc. Jetzt wird nimmer über die Hater geredet. Ja, und dann haut er richtig rein. Und dann macht er, wie neulich gesagt hat, 30, 60 Videos für den Odyssey-Kanal. Und Survival und alles und Klump und Zeig, ja. Da wird jetzt ja richtig rangeklotzt. Ja. Und dann wird nimmer über die Hater gesprochen. Und traumprofessioneller Content kommt dann. Ich kann es nicht mehr hören. Jetzt bin ich ihnen noch nicht so lang im Game im Vergleich zu anderen Leuten. Ja. Sind es bei mir knapp 2 Jahre. Ja. Und ich habe das in den 2 Jahren schon 1000 Mal gehört. Ich achte jetzt echt drauf, dass die da nicht nochmal rauskommen. Ja, Dachse mögen nicht groß sein und mögen auch nicht so gefährlich aussehen, aber die können echt gefährlich werden. Das ist ein altes Ammenmärchen, Renner, mit dem Dachs. Solange du den Dachs nicht irgendwie in seinen Bau verfolgst und irgendwie, ja, wenn der Junge hat, tut der Dachs überhaupt nichts. Und sogar dann, dann beißt er dir halt. Denn wenn er Tollwut hat, bist du halt gefickt. Aber ansonsten ist es relativ harmlos. Ja, die Viecher haben mehr Schiss vor dir als du vor ihnen. Naja, sagen wir mal, mehr Schiss vor einem normalen Menschen mit einem normalen Verstand als. Ja. Als Kind hat man uns immer beigebracht, dass man von einem Dachs bloß aufpassen soll, vor allem wenn es um den Bau von einem Dachs geht. Ja, natürlich hat man das am Kind beigebracht, weil die Viecher wie ein scheiß Teddybär ausschauen. Und für ein Kind kann das vielleicht sogar gefährlich werden, das Viech. Natürlich sagt man am Kind, hey, das Viech ist ein wildes Viech, Raubtier, das nervt es nicht, wenn du das siehst, bleibt weg davor, weil aber ein erwachsener Mo braucht sie vor dem Dachs nicht in die Hosen scheißen. Aber ich kenne einen Rainer, der scheißt ja wegen allem Möglichen in die Hosen. So inkontinent wie der sich mit dem schwarzen Luan gepömpelt hat, wird
glaube ich, mehrere Inthosen geschissen als sonst wo hier. Die sind jetzt gerade hier in dieses Rapsfeld reingegangen. Na gut. Dann mal schauen. Haben wir gleich ein kleines Highlight für den Stream. Ja, richtig gut. Na gut, jedenfalls, Da musst du diesmal wenigstens kein Highlight ausdenken, ist ja auch schon mal was. Jetzt wieder den Geist im Void bei Emskirchen. Alter. Das wäre wahrscheinlich Rudis Geist gewesen sein, der ein Heim gesucht hat und gesagt hat, er soll jetzt endlich aufhören, den Namen Winkel in den Schmutz zu ziehen. ich bin echt am Überlegen, momentan, ob ich meine Art zu streamen nicht ein bisschen umwende. Das wäre sehr ratsam, Rainer. Ich würde es umändern von dem, was du jetzt machst, auf nix. Das wäre Top-Konzept, Rainer. Top-Konzept. Ja, nenn das Format Drachenlord deleted oder Drachenlord besiegt, etc. Und mach einfach nichts mehr im Internet. Ummodel. Gerade weil diese Sache mit diesen Leaks einfach nervig ist. Kein Bild, wieso kein Bild? Du hast doch mehr als genug Bild. Also wenn ich dir nicht genug auf dem Bild bin, dann kann ich dir leider nicht mehr helfen. Ja, oh. Oh, Rainer. Wir haben jetzt gerade gesehen, was du da für eine wunderschöne Landschaft. Und wenn dir das Mittelfranken, da wo man umeinander ist, das ist ja wirklich eine sehr schöne Gegend. Ja, das ist ja wirklich eine sehr schöne Gegend. Sag doch das. Drei kreislige Fettfotzen, die möchte doch keiner sehen. Bitte. Wenn ich dir nicht genug bin im Bild, ja, da haben wir ihn wieder, den großen Narzissmus-Lord. Die Leute können ja froh sein, wenn sie seinen Astralkörper betrachten dürfen und seinen kreisligen Schwelles, wie er am Schwitzen ist und rote Ohren kriegt, bloß weil er aufgestanden ist und 3 Schritt gegangen. Und wie er sie mit die dreckerten Finger durch die fettigen Haare durchlangt. Ein Traum, Rainer. Wenn ihm das nicht genug ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, Dankeschön. Ja, vorhin ist er nur wie immer gegangen. Jetzt geht's ja gut. Jetzt überlegt er mal, was ist jetzt Phase? Das war nicht, wie immer. Ja, genau. Na, was soll ich zu Ben sagen? Er ist halt geleakt worden, ne? Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Ben passiert ist. Ich weiß bloß, das war sein intensivster Speerlutscher Moderator. Und dass der jetzt nicht mehr da ist, weil er geleakt wurde. Aber das habe ich mitgekriegt. Ich kümmere mich um solche Leute nicht. Die sind mir vollkommen wurscht. Ich spiele nicht das Ben-Game. Ich spiele das Drachen-Game. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie der geleakt wurde, Rainer. Ich kann es mir gut vorstellen. Ist er vielleicht so auf die Art und Weise geleakt worden, wie Leute geleakt worden sind, wie, weiß nicht, Cola-Bärchen oder sowas. Oder ganz viele andere Leute, die mit dir was zu tun gehabt haben, die du geleakt hast. Mal mehr, mal weniger absichtlich. Leute, die du geleakt hast, von denen du geglaubt hast, das wären Hater gewesen, die dann eigentlich gar keine Hater waren. War vielleicht seine Nummer eine von denen, die du vor kurzem geleakt hast. Rainer, wenn jemand was mit dir zu tun hat und geleakt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass er von dir geleakt wurde, ist bei über 90%. Schon die ganze Zeit. Was will ich sonst machen? Ist cool, Dankeschön. Nicht aus bei dir. Bei mir sieht es geldtechnisch immer schwierig aus, weil ich ja dadurch, dass ich so viel ausgebe oder ausgeben muss. Ja. Da hat er es jetzt gerade versucht, nur die Kurve zu kriegen, Rainer, aber du bist schon im Graben. Die Kurve kriegst du nicht mehr. Dafür, dass ich so viel ausgeben muss, na, musst du nicht.
Rainer, musst du nicht. Du wiegst über 200 Kilo und lebst immer noch deutlich überkalorisch. Das heißt, du frisst alleine schon mehr, wie du eigentlich fressen müsstest. Da könntest du schon richtig was runterschneiden, weil eigentlich müsstest du für deine Gesundheit unterkalorisch unterwegs sein. Sprich, du müsstest eigentlich noch weniger ausgeben, wie jemand, der sein Gewicht halten will. Nur fürs Essen. Ja? Wenn du dann auch noch im Supermarkt deinen Scheiß kaufen darfst und nicht beim Bäck oder beim Subway oder dir Zimmerservice kämmer lassen darfst, dann könntest du dir richtig Pulver sparen. Aber richtig. Wenn es da dann nur unnötige Ausgaben wie das neue Zelda verkneifen darfst oder irgendwelche 85, 90 Euro 4-Sterne-Hotels, dann wäre es noch ein bisschen. Ja, wenn du Hilfe annehmen würdest und schauen, dass du in der Sozialwohnung kommst, ja, die kostet die dann, keine Ahnung, die ist halt in Hinterpfuhlteufel am Arsch der Welt. Und dann sollst du halt 400 oder 500 Euro für so ein Mini-Putzen, aber das wird reichen müssen. Und dann vielleicht noch, keine Ahnung, 200 Euro für Nahrungsmittel im Monat. So, dann kommst du mit 600 Euro, bist du fit. Aber nicht der Rainer. Der Rainer, der muss im 4-Sterne-Hotel übernachten. Ja, für 80, 90 Euro die Nacht. Und der Rainer, der muss ja Cordon Bleu bestellen mit Pommes und nur anderem Klump und der Erdbeer-Krebs-Suzette hinten noch. Das muss alles sein. Der Rainer braucht immer die neuesten Nintendo-Spiele und. Und gefrühstückt wird beim Subway für 14 Euro und danach geht's zum Bäck und da schippt man sich nochmal 3000 Kalorien in Form von Zucker und Fett in seinen kreisligen Schwelles für nochmal 50 Euro. Er ist gezwungen, so viel Geld auszugeben. Einfach auch das Problem habe, dass ich halt einfach grundsätzlich Grundsblöd bist. Einfach zu wenig Geld habe. Das ist ja ganz klar. Nein, Rainer, du gibst zu viel aus. Du hast nicht zu wenig Geld. Rainer, du hast noch in diesem Monat, vor keine 2 Wochen, hast du 1500 Euro von scheiß TikTok überwiesen gekriegt. Andere Leute arbeiten dafür 40 Stunden in der Woche, dass sie das auf die Hand kriegen im Monat. Und die kommen auch damit klar. Dazu kämen noch deine Sachen, die du dir täglich überweisen lässt, aus dem täglichen Streamen und die Scheiße, die dir irgendwelche kernbehinderten Vollidioten auf deine scheiß IBAN überwiesen haben. Das heißt, du gehst mit über 2000 Euro heim. Weil du ja auch offensichtlich keine Steuern zahlst. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Der zahlt also da traue ich nicht drauf wetten, dass der keine Steuern zahlt. Der hat in seinem Leben noch nie einen Cent Steuern gezahlt. Einzige Steuer, die der zahlt, ist die Mehrwertsteuer, wenn sie wieder irgendeinen unnützen Scheißdreck kauft. Und das auch bloß, weil es nicht anders geht. Wenn er Mehrwertsteuer hinterziehen kann, dann darf er das auch noch. Rainer, du hast nicht zu wenig Geld. Du lebst einfach gnadenlos über deine Verhältnisse. Das ist das Problem. Liegt, wieder wurde nicht gelegt. Ich bin ja auch derjenige, der ständig irgendwelche Leute liegt. Ja, Rainer, Tatsache, bist du. Rainer, es ist keine 2 Monate her, da hast du wie viele Telefonnummern geleakt? Wie viele Nummernschulden hast du geleakt in die letzten paar Monate? Du hast Leute beim fucking Geld abheben im Scheiß, in der scheiß Sparkasse gefilmt und ins Internet gestreamt. Ja, Rainer, du bist derjenige, der permanent die Leute liegt. Das ist dein Ding. Die Haterfliegen haben ihn sogar raus aufs Feld verfolgt. Das sagt sich immer so einfach. Rainer, was sagt sich denn immer so einfach? Ehrlich, das sagt sich immer so einfach, bleib stark und mach dies und mach jenes, aber so leicht ist das leider gar nicht. Nimm mich als Gast. Ich möchte eigentlich heute keine Gäste nehmen.
und da sind wir am Ende. Wir haben das Ganze beim Lügenlord geschaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Das würde ich dann unten nochmal in der Beschreibung verlinken. Ich habe noch irgendwas gesehen, irgendeinen Ausschnitt, da hat er verzapft von wegen, ihr wollt immer, dass ich guten Content mache und ich habe jetzt hier keinen Bock mehr und weil irgendwie 99% von den Kommentaren sind negativ und alle, die verarschen mich jetzt hier, 99% von den Leuten, die da in dem Chat drin sind. Ja. Rainer, wenn 99% von den Leuten in dem Chat, ja, wenn du auf einem Channel streamst, auf dem du nicht diesen Abonnenten-Chat anmachen kannst, ne? Wenn da 99% von den Kommentare negativ sind oder dich verarschen wollen, dann da die über deine Aussage, dass du deutlich mehr Drachis als Hater hast, noch einmal nachdenken. Weil dann kann es nämlich sein, dass da Milchmädchenrechnung dabei rauskämmer ist, oder? Das ist nämlich auch sein Ding. Der hat diesen scheiß Abonnenten-Chat auf seinem anderen Kanal an. Da hat er dann bloß die Schleimer und die Speerlutscher, die da drin bleiben wollen, damit in der Hoffnung, dass sie irgendwie auf seinen Discord kommen, um da Bett zu generieren. Und die am ersten Mal geschmeidig in den Arsch kriegen, damit ihre 5 Euro Beitrag dann nicht für den Bobbes waren. Und die ganzen anderen Leute, die ganzen Trolle, die ganzen Leute, die ihm ehrlich sagen, was er für ein riesengroßes Arschloch ist, sieht er dann nicht. Und dann hockt er sich hin, ich habe viel mehr Fans, alle lieben mich. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Herzlichen Glückwunsch. Und dieses, ihr wollt immer, dass ich, das hat er gesagt in dem einen Ding, ihr wollt immer, dass ich mehr und besseren Content mache, aber ihr gebt mir die Möglichkeit nicht, weil ihr mich dauernd verfolgt und so einen Schmarrn. Ja. Rainer, niemand will, dass du mehr oder besseren Content machst. Rainer, wenn du Content machst, sagt dir die Leute, dass er scheiße ist. Aber die sagen nicht, mach besseren Content, sondern die sagen, mach gar keinen Content. Die sagen, verpiss dich und schleich dich aus dem Internet, du hast dir nichts verloren. Das, was du da tust, ist scheiße. Niemand sagt, ja, das ist scheiße, mach mal bitte was Besseres. Ist, wie gesagt, das letzte Mal die paar Pimmelköpfe, die da in deinem Abonnenten-Chat drin waren. Und sogar die haben dir Vorschläge gemacht, was du besser machen kannst. Und du hast gesagt, na, das ist auf einem anderen Kanal jetzt. Das Survival gibt es auf dem hier nicht. Und jetzt ist das Thema beendet. Ja, und du wunderst dir, warum du gehasst wirst, Rainer. Herzlichen Glückwunsch. Na gut. Das war jetzt ein kürzeres Video, aber nicht weniger matt. Ich hoffe, der fliegt noch aus ganz vielen Hotels und ich hoffe, das Hotel behält dann auch immer die Kohlen ein. Das ist ihr Recht, wenn der da eingecheckt hat und er hat dieses Zimmer benutzt, dann muss das gereinigt werden. Und für die Nacht kann er das Hotel, das Zimmer auch dann niemand anderen mehr vermieten. Dementsprechend muss er die Kohlen bezahlen. Und wenn er da rausfliegt oder da auscheckt, weil er sich wieder mal selber geleakt hat oder sonst irgendwas, dann ist das sein eigenes Problem. Und ich hoffe, dass ihm das ganz, ganz, ganz oft passiert, dass er ganz oft draußen pennt, obwohl er die Kohlen für ein Hotel schon gelatzt hat, weil das kehrt ihm nicht anders. Das kehrt ihm nicht anders. Dieser Mann muss komplett am Boden sein, damit er irgendwann mangels Alternativen sagt, okay, ich muss jetzt aufhören mit dieser scheiß Internetfickerei, weil mich das ansonsten umbringt. Oder weil es mir eben nichts mehr bringt. Dass es ihn ansonsten umbringt, checkt er wahrscheinlich gar nicht. Ja, das hätte er sonst in den letzten 10 Jahren irgendwann nochmal begriffen. Aber dass er merkt, dass er nichts mehr damit machen kann. In dem Moment, in dem der mit dieser ganzen Scheiße nicht mehr einen Cent Geld verdient, hat er auch keine Motivation mehr, die Scheiße weiterzumachen. Solange es immer noch irgendwelche Hater gibt, und ich sage bewusst Hater, weil die Drachis, die ihm da Geld spenden, das ist so marginal, das interessiert keinen Menschen. Davon kann kein Mensch leben, er zwar mal nicht. Solange es immer noch irgendwelche Hater gibt, die ihm da die Kohlen ausschmeißen für irgendwelche Abos bei ihm im Chat oder die ihm da irgendwelche Spenden ausballern, damit er gerade so zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel hat, damit diese Scheiße da weitergeht. Solange das passiert, wird der das niemals checken. Der muss eiskalt auf Cold Turkey gesetzt werden und zwar Geld Cold Turkey.
Der darf keinen einzigen Cent mehr in der Tasche haben und nichts mehr mit dieser Scheiße verdienen. Dann ist irgendwann das Game vorbei. Oder er kommt dann doch nochmal in den Knast, wenn er wieder irgendwie ausrastet und tatsächlich einmal aufbrennt. Aber das ist halt dann scheiße, weil dann sind wieder Leute irgendwie zu Schaden gekommen. Ja, wenn er jetzt dann irgendwann einmal auf die Gleise schubst oder vor die oder keine Ahnung im Gerangel irgendwie auf die Straße schmeißen, der wird vom Auto überfahren oder sonst irgendwas. Und dann ist das Geschrei groß, wie konnte das passieren? Den hätten wir halt letztes Jahr schon einknackeln müssen und danach hätten wir mal Betreuung zuweisen müssen. Ihm zu einem gewissen Teil seine Geschäftsfähigkeit und Mündigkeit entziehen und fertig. Meine Meinung. Ich weiß, geht nicht so einfach. Ich lese es immer wieder von euch. Ja, das ist nicht so einfach und es ist auch gut, dass es nicht so einfach ist. Es ist richtig, es ist nicht so einfach und es ist auch gut, dass es nicht so einfach ist. Aber es muss in manchen Situationen geschehen und in diesem Fall wäre es dringend angesagt. So, mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und morgen einen schönen Feiertag, wenn ihr nicht arbeiten müsst. Und tut nicht, was Rainer tut und Metal off.